wichtiger Content mit wichtig. Mit wichtiger? Weiß ich nicht. Wir haben immer noch unsere Win-Challenge, haha, die wir fertig spielen müssen. So, aber jetzt gönne ich mir meinen Ingwer-Shot. Ich werde so langsam müde. Ich habe jetzt so einen Ingwer-Shot hier. Ingwer-Shot mit Apfelsatz. Saft, sorry. Erstmal, wo hol ich den? Okay, yalla, rein damit. Ja, kann blasen und mein hat der Schwanz setzen den Hoodie auf. Oh mein Gott. Wenn du einschläfst, 10 Subs. Digga, ich bin auf jeden Fall wieder wach. Oh mein Gott. Warum ist das so heftig, Digga? Ich hab heute schon so einen Shot getrunken, der war nicht so heftig. Digga, ich bin auf jeden Fall... Oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall wieder da. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich hab den nicht mal fertig getrunken, ne? Bruder, wenn ihr lange Autofahrt habt und ihr müsst wach... Nebel ist schon seit 4 Tagen im Gebiet von Nordrhein-Westfalen. Also Westen von Deutschland. Ihr müsst, wenn ihr lange Autofahrt habt, holt einen Ingwer-Shot, Digga. Also ich bin komplett wieder da, Digga, das ist crazy. Ach du Scheiße, das hat mich gerade weggeballert. Oder und schon wieder Nebel hier. Ich werd wahnsinnig. Scheiß mal auf Singen, jetzt gibt's eine Rave. Nein, Digga, ich habe gesehen, letztens jemand hat von diesem jetzt gibt's eine Rave, also ne, von dem Viewer von mir, mit dem Skibidi Toilet da, einfach ein verficktes Edit, Digga. Einfach nur ein Edit von seinem Roblox-Charakter. So ein Edit wie Leute von Streamern machen, einfach ein Edit von ihm. Gold, BLZ, Gold, BLZ, Gold, BLZ, Gold, BLZ, Gold, BLZ. Ja, das war so ein totes Edit. Das ist crazy. Bruder, der Typ muss Dopamin-Überschuss haben, Real Talk. Ey, voll geil. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Holt ab. Wo? AirPods in meinem Ohr und ich und ihr Bootigol hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis voll geil, dass die Straße hier richtig geil ist. Lauf durch die Nacht. Freut mich voll. AirPods in meinem Ohr und ich und ihr Bootigol hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr Show, die ruft mich an bei FaceTime. Lippen sind rot. Hotline bling wie die Drehklein. Oder wie lange sie ist aber, in Unruhe, die öfter so Streams wieder beim Weihnachtsmarkt. Das bockt. Ja, okay, ich geh jetzt einfach jeden Monat zum Weihnachtsmarkt. Ja, müssen wir gucken, Jungs. Guck mal, das Problem... mal gucken. Oder man sieht richtig im Nebel... Welches Auto, Tesla oder was? Tesla Model Y. Man sieht richtig im Nebel, wie diese Matrix-LED funktioniert. Guck mal, also ich habe ja gerade Fernlicht an und die blockt jetzt nur dieses Auto hier vor mir gerade. Und man sieht das im Nebel, ist voll cool. Guck mal jetzt. Jetzt das linke Auto abgeblockt, jetzt geht wieder an. Listening, Papa, Blit. Cinema. Kranker. Oh Bruder, hier ist actually ein Unfall. Digga, das ist ein Warndreieck. Hä? Da war einfach random ein Warndreieck. Ein kleines. Wo ist denn das Auto? Hast du Autopilot an gerade? Nö, hab ich nicht. Jetzt hab ich Autopilot an. Oder was wackelt denn hier? Ach, das, Digga, die Münzen hier. Also ja, eigentlich könnte ich so fahren, Digga, das ist halt... Ich check auch nicht, warum ich das nie mache eigentlich. Das ist überdumm. Nebel, nur weil Noreax da war. Noreax hat alles voll gewaved. Papanot. Der sagt, ich kann nicht was ab, ne? Das ist crazy. Hast du für deinen Tesla den S3 XY Commander oder Buttons? Hä? Nichts verstanden. Ich hab Model Y einfach nur. Long Range. Warum nicht Last Friday Night? Let's Hugo. Warte, ich kann echt anmachen. Spiel Last Friday Night. Oh, hier ist gerade kein... Wie viel Prozent hat Tesla noch Pause, Jim? 29% habe ich noch. Was für ein Song kann ich denn noch auswendig? Ihr wisst das besser als ich, Retalk. Wir brauchen Rasenschach. Rasenschach kann ich halt nicht auswendig, Mann. Aber ich Sigma Boy kennst du auswendig? Nein, ich kenne nicht Sigma Boy auswendig. Spiel Sigma... ach, Digga, Nein, stopp, halt's Maul. Ach, Digga. Nein. Oder Spiel The Warrior, Spiel Line, stopp als... Spiel Rasenschach. Wir brauchen I'm Still Standing. Ja, Ekel in Deutschland, Klebetattoo auf der... Digga, nächstes Jahr wieder WM, oder? Ja doch, nächstes Jahr ist wieder WM, halt's Maul. Nächstes Jahr ist einfach WM wieder. Also, was heißt nächstes Jahr? Das dauert zwar noch ein bisschen länger, aber so 1,7 Jahre oder so. Dann ist wieder WM. Oh, scheiße, Mann. In Amerika, glaube ich, ne? Deutschland, das Runde muss ins Eckige. Scheiß auf Veganik, brauch ein fettiges
und fressen jetzt. Erstmal Wie auf oft den musstest du dein Tesla aufladen? Ich bin jetzt von Hamburg. Ich bin jetzt von Hamburg nach. Der ist echt krass. Ich bin jetzt von Hamburg nach fast Luxemburg zweimal geladen. Eigentlich komplett valid, Digga. Das ist wirklich krass eigentlich. Auf 1,7 Jahre. Ich bin von Hamburg. Ich habe sogar einen Zwischenstopp bei Heiko gemacht. Ich bin von Hamburg zu Heiko und jetzt nach Luxemburg und das alles mit 2 Ladungen. Nicht schlecht. Firework von Katy Perry. Und ich sag ehrlich, ich finde ich finde das Laden übergeil, weil das ist auch für Dopamin. Guck mal, ich glaube so Maximum, wenn so Autobahn ist, ist so 2 Stunden 30, 3 Stunden, Sick of it. die du fahren kannst. Und dann steht das da auch. Und dann denkst du dir, okay, 3 Stunden noch fahren. 3 Stunden noch fahren, 3 Stunden noch fahren. Da bist du noch nicht am Ziel, aber du bist schon mal Checkpoint. Und das ist wie so ein Checkpoint. Da kannst du kurz TikTok scrollen, kannst aufstehen, normalerweise ist es immer so neben Mc's oder so, kannst kurz essen und dann fährst einfach weiter. Platte Raptis. Und so lange musst du auch nicht laden eigentlich. Also du kannst auch länger laden, da kannst du sogar eine Ladung skippen manchmal. Aber meistens lädst du so 15 bis 30 Minuten. Das ist überschnell rum. Ich lauf durch die Nacht, bo, 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 bo. Oder meine Dingscheibe ist so verdreckt. Aber was macht man denn da überhaupt, wenn man kein Wischwasser mehr hat? Das ist ja überscheiße. Ich hatte das noch nie. Bitty White Girls Musik. Musiknoten. Was wollte White Girl Musik? Ich frag. Spiel White Girl Musik. Digga, White Köln Musik? Was labert er? Hä? Fein, fein, fein. Spiel White Girl Musik. Okay, das hatten wir aber schon. California Girls. Wow. I know a place. Also langsam keine Müdigkeit. Ich brauche einen Ingwer-Shot, Digga. Ich hab gar keinen Bock, aber ich brauche. Digga, warum ist dieser Ingwer-Shot so Bei krass? den brennt die Bude. Bruder, ich hab während das Garnitur 2 Ingwer-Shots getrunken. Die waren okay. Bruder, der ist crazy. Bruder, ist da nur Ingwer drin? Alter. Oh Gott, Alter. I'm Still Standing ist ein Banger-Brisch. I'm Still Standing. Boah, hab ich schon lange nicht mehr gehört, aber stimmt. I'm Still Standing Praying. Okay, ich mach. Spiel I'm Still Standing. Cotton Eye Joe. Boah, Alter. Bruder, ich hab grad Vollbremsung gemacht. Wisst ihr warum? Wegen Blitzer. Aber wisst ihr warum, wie ich gefahren bin? 100. Es war 100 erlaubt. Ich habe mittlerweile so Paranoia vor Blitzern, dass ich Vollbremse mache, obwohl ich richtig fahre. Digga, ich bin so paralysiert von der Scheiße. Das ist so krass. Ach du Scheiße, Mann. Ich habe so eine Herzinfarkt gerade bekommen. Diese Blitze machen mir so Angst, Digga. Das ist so krass. Oh, Digga. Schlaf nicht ein, das endet nicht gut. Bruder, Fahr lieber kurz ran oder so und lauf per Meter. Nein, Bruder, ich bin wieder da, Bro. Also spätestens nach dem Ingwer-Shot war ich schon wieder da, aber jetzt bin ich noch mehr da wegen dem Blitzer. Nein, Bruder, das ist nichts. Also ich bin schon viel schlimmer. Ich hatte schon viel schlimmere Zeiten während der Autofahrt. Nein, ich will alles. Check no mods, no rules, ja. Wie no mods, no rules? What? Digga, das Einzige, was wirklich abfuckt, ist meine Windschutzscheibe gerade. Die wird immer mehr dreckig und ich kann sie halt nicht putzen. Ich habe kein Wischwasser, es ist so kacke. Tot. Das ist alles so verschwommen. Ab JZ schon Streit wegen dir, macht Billy an, bitte. Was? Warum hat der Streit wegen mir? Oder wie ist das in L.A. gerade mit dem Feuer? Ist das jetzt weg? Oder ist es immer noch da? Ich hab während der Skalitur sowieso gar nichts mitbekommen, was auf der Welt passiert ist. Aber, ja. Deine Streams sind eine Bereicherung für die Welt. Danke. Bereicherung für die Welt ist crazy. Oder ich sollte. Aber wie putze ich meine Scheibe jetzt gleich? Digga, Retalk, ich muss rechts ranfahren und meine Scheibe putzen. Das ist doch traurig eigentlich. Aber ich sehe legit nichts mehr, vor allem mit dem Nebel. Ich try gleich rechts ranzufahren. Digga, ich sehe legit nichts mehr, es ist alles verschwommen. Tot. Digga, ist das. Ah, du kleiner. Ich hasse solche. Mann. Fahr an der nächsten Tank raus und putz kurz Scheibe auf Lock. Ja, mache ich jetzt auch. Ich habe jedes Mal aufs Neue. Ah, okay, da steht Ferienwohnung. Ich halte jetzt gleich bei der Ferienwohnung und putze meine scheiß Windschutzscheibe per Hand. W. Habe ich denn irgendwas zum Putzen hier? Spiel Goodbye von Feder. Das magst du, hast aber seit 8 Jahren nicht mehr gehört. Hier, ich habe meine Pony-Wischzeug. Das kann ich usen. W. Kein Ding, Mann. Ey, kein Problem. Okay, wir halten kurz. Verarscht mich die Map gerade? Wo ist denn dieses Feriending? Halbe Bippe rein,
Ah, hier ist, ach, Digga, ich hätte hier, Digga. Ja, dann vielleicht doch nicht, okay, gut. Was soll ich jetzt Wo spielen? bist du gerade? Ich bin gerade bin ich noch Richtung Trier oder nicht? Ich weiß gar nicht. Ich bin in 27 Minuten bin ich in Luxemburg. Also ich bin noch in Deutschland, ich weiß aber nie wo, wie. Also ich kenne diese Strecke in- und auswendig, aber ich habe keine, ich bin in Wann sind wir da? Windmühle. Da steht einfach Windmühle. Windmühle bin ich. Aber hier ist eine Tankstelle. Ich bin in Welsch Billig. Wir sind in 27 Minuten da, beziehungsweise, ja, ich fahre dann weiter noch. Alright, wir gehen kurz tanken, Jungs. Ich kann hier nicht rein, Rito verdammt. Kubo, ich finde, das ging gar nicht, dass du so egoistisch bist und nur an deine eigene Nase denkst und richtig Film geschoben hast, als Heiko und Feiste zuerst zu dem Mann fahren wollten. Das ist auch die einzige richtige und respektvolle Entscheidung gewesen, erst dahin zu fahren. Digga, wie wär's, wenn du Dass einfach das deine immer noch Fresse nicht hältst? Warum verstanden kommt der hast denn und mit? dass du das in der Situation auch nicht eingesehen hast, sondern rumgeheult hast, ist so egoistisch und respektlos, das crazy. Du solltest mal Respekt lernen. Digga, leck meine fetten, dicken Ja, fein. Trommeleier, Danke. Digga. Hä? Also, erstens, warum kommst du in so eine random Stream jetzt damit, obwohl das Thema schon längst gegessen Das ist? Thema wieder hochenden, oh weh. Digga, wirklich crazy. Also, er kommt mit irgendeinem Thema, was schon längst fertig ist. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass wir easy einfach dahin hätten gehen können. Also, wenn du wirklich das Thema nochmal aufmachen willst, ich bleibe dabei. Wir hätten easy zu diesem Spot kurz gehen können. Der Mann hat gesagt, es wäre völlig fein. Ich sag, der Typ hat sogar da... Oh, ich muss erstmal... Der Typ hat da sogar gewohnt. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. So spät war es nicht mal. Wir waren legit seine einzigen Kunden da. Also, wenn er sagt, dass es fein ist, dann ist es in meinem Kopf auch fein. Und wir wären jetzt nicht eine Stunde da geblieben. Nee, also ich werde auf jeden Fall bei meiner Meinung bleiben. Wenn das egoistisch von mir ist, dann bin ich ein Egoist. Was soll ich sagen? Nee, Digga, das ist mit Seife? Oder ich habe jetzt so Seife an meiner Windschutzscheibe. Kacke. Ja, so, das passt. Ich sehe euch endlich wieder. Was geht ab? Du musst erst Wasser und dann Tuch machen. Habe ich jetzt gemacht. Hab beides gemacht. Füll das Wasser doch in die Wischanlage. Hä, er hat recht. Bin ich dumm? Oder ich schwöre, ich habe Angst, dass Annika irgendwas verkackt hat. Guck mal, jetzt mache ich den hier. Zack. Es ist einfach genauso dreckig wie davor. W. Hör doch auf jetzt. Das war doch gerade gut. Hör doch auf zu wischen. So, jetzt, es geht weiter. 27 Minuten noch. Oh. Ich liege im Bett. Schreib mir privat, wenn was ist. Hä? Wer hat das geschrieben? Liege im Bett, schreib mir privat, wer das ist. What the frick? Okay. Hey Hugo, du musst dich Real-Duck nicht immer rechtfertigen. Sollen die denken, was sie wollen? Diese Leute suchen nur irgendein Thema für eine Diskussion. Digga, Liebe geht raus an dich. Rede, Bruder. Oh mein Gott. Digga, hätte er das jetzt reingeschrieben, da, okay, ich hätte nichts gesagt, ne, kann man als Thema machen, muss man jetzt nicht, kann man machen. Bruder, aber Hugo, wirklich, sehr cool. Rede, dass solche Leute nur ein Thema suchen zum Diskutieren. Digga, wir haben legit, es sind 4 Tage vergangen, 3 oder so, keine Ahnung, das kann die Tour vorbei, keiner redet darüber, er kommt random mit halbe Lexikon. Bruder, Rede, wirklich. Es ist wirklich null, es ist ohne Grund hat er das gerade reingeschrieben. Also kann seine Meinung sein, kann auch sein, dass es so ist, aber ich bleib dabei. Wir hätten auch easy einfach zu diesem Spot gehen können kurz und dann zu dem anderen. Er war völlig fein damit. Er hat die Schlüssel in diese Box getan. Ich bleib dabei. Und wenn ich ein Egoisto bin, dann bin ich ein Hör auf Egoist. die Hater. Real Talk. Und das ist mir dann tot scheiß fett egal. Da bin ich ein Egoist, Digga. Dann ist es so. Digga, wenn er mir sagt, es ist okay und ich dann denk mir, okay, dann gehe ich zu dem Spot und ich ein Egoist dann bin ich ein Egoist. Dann ist es so. Dann ist es einfach so. Dann ist Diskussion Neues beendet. Thema, Frau Meier Cinema. Und ich sag, gegen Ende hatte Heiko gar nichts mehr gegen Frau Meier. Gegen dieses Frau Meier-Thema. Der hat auch nur noch gelacht. Ihr denkt, edit. Der denkt, edit. Ich sehe Hugo in Manhunt Staffel 3. Real Talk, Digga, oh mein Gott. Schreibt Manhunt auf Instagram. Ich schreib den selber, keine Ahnung. Ich war ja eigentlich eingeladen für Staffel 2. Wollte auch mitmachen. Aber meine Mutter war halt sehr, sehr dagegen. Und da habe ich die ganze Zeit Wo gesagt, hast du dieses Innenambiente her für das Model Y? hat meine Mutter mir geschenkt, keine Ahnung. Meine Mutter war sehr dagegen, dass ich bei Manhunt mitmache, weil das halt in Bangkok ist und Bangkok halt, ne, Riesenstadt, bisschen unsafe, dies, das, Ananas. Und dann gleichzeitig meine Mutter hatte gar keinen Bock, dass ich da mitmache, kam dann LA-Trip. Und dann meinte ich, ja, okay, Ich sehe ihn als erstes rauskriegen. dann mache ich halt nicht mit und mach bei LA-Trip mit. Aber wenn die jetzt Staffel 3 machen, bitte lade mich nochmal ein, bitte, ich schwöre. Ich hab nicht Nein gesagt, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe Nein gesagt wegen meiner Mutter halt einfach. Wenn das jetzt bei einer Area ist, die ein bisschen safer ist als Bangkok, bin ich auf jeden Fall dabei. Bangkok.
ist safer als Deutschland XD. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte meine Mutter was dagegen. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, wenn die mich nochmal einladen würden, Digga, wirklich. Es tut mir auch todesleid, dass ich nicht mitmachen konnte. Es war eher wegen meiner Mutter, weil die was dagegen hatte, weil das so unsafe war. Gänsehaut war Hugo. Aber ich würde das so gerne mitmachen, Digga. Ich habe ja auch bei Männern Staffel 1 habe ich ja die ganze gesagt, ladet mich ein und da haben sie es gemacht und da habe ich trotzdem nicht mitgemacht, tot. Hier siegt die Mutter wieder. Ja, das ist wirklich... Ja, meine Mutter hat ein bisschen Angst immer. Ich sage aber, diese Angst verschwindet so langsam, also spätestens nach Seven is Wild ist komplett alles egal. Jo. Mit Mama Hugo. Mir wird du meine Hand mit Wichtiger. Boah, das wäre krass. Digga, viele wissen das gar nicht. Wichtiger wurde auch gefragt für Mailand. Das ist so krass. Also ich wurde ja gefragt für Mailand. Und da konnte ich jemanden vorschlagen, der auch noch eingeladen werden soll. Da habe ich Wichtiger vorgeschlagen. Und ich und Wichtiger hätten den Mailand... Skinny-Thomas787, da hast du einen Punkt. Ich und Wichtiger hätten in Männer Staffel 2 mitgemacht, aber weil ich halt nicht mitgemacht hat Wichtiger automatisch dann auch nicht mitgemacht. Digga, das wäre so krass gewesen. Stell dich vor, ich und Wichtiger in Männer Staffel 2, Bruder. Naja, aber vielleicht Staffel 3. Ja, das wäre geil. Vielleicht. Also wir hätten mitgemacht, aber also haben wir halt nicht, weil ich abgesagt habe. Aber Staffel 3, Bruder, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ich die Chance mal hätte. Bro hat 10 Sachen von Elon Musk, aber hatet Elon Musk. Bruder, ich habe schon viel von ihm, ne? Aber ja, guck mal, ich mag Elon Musk nicht. Ja, das stimmt. Aber ich finde Tesla todesgeil. Ich finde Starlink todesgeil. Ganz viel Liebe an dich. Bruder, durch Starlink konnten wir Fähre streamen und alles. Also hätte ich Starlink nicht, dann... Bruder, wo fahr ich? Ne? Ich finde Starlink todesgeil. Tesla finde ich geil. Aber Elon Musk ist so. Bruder, und wenn der halt durch meine Käufe halt Geld kriegt, dann ist das so. Dann ist mir das auch komplett, der Typ ist komplett reich, Digga, also juckt. Das ist mir komplett egal eigentlich, dass ich ihn dadurch unterstütze. Da bin ich schon wieder ein Egoisto, dann ist es so. Bro, es könnte mir nicht egaler sein. Also ich finde die Kacke. Ich finde schon ewig. Ich finde die Kacke, aber ich finde die Sachen, die er macht, finde ich geil. Aber ihn als Person finde ich scheiße. Also die Sachen, die er macht, finde ich geil. Ich meine so, ne, Tesla und so. Ich finde das nicht geil, was er auf Twitter macht und so, ne? Aber If the world was ending. I wanna be next to you. Sorry. Hugo bei der SDS. Digga, bei der SDS mitzumachen, hätte ich auch so Bock. Bro, einfach nur für einen Joke. Oder hier, ich habe Skandito auch schon gesagt, einfach nur bei irgendeiner Fernsehsendung, einfach aus Troll mitmachen. Das wäre so krass. Was ist eigentlich so schlimm an Musk? Bruder, der Typ ist halt einfach ein Hurensohn. Also der bringt nur L-Takes, Digga, supportet jetzt aus irgendeinem Grund. Ich check das auch noch nicht ganz. Ich benutze, wie gesagt, kein Twitter mehr. Nur ab und zu mal gehe ich auf diese Plattform da rein. Und dann sehe ich einfach nur, wie der irgendwie AfD die ganze Zeit supportet. Frau Meier oder Vivi? Ohne AfD ist Deutschland am Ende. Und dann irgendwie sowas und bla und bli und auch diese ganze Donald Trump-Kacke da. Also der macht nur Kacke eigentlich. Tot. Und auch, ich sag auch, der Typ hat Twitter zerstört, sage ich. Durch ihn ist Twitter tot. Deswegen benutze ich kein Twitter mehr. Weil Twitter einfach nur eine Drecksplattform geworden ist mittlerweile. Durch ihn. Durch dieses, dass man Geld verdienen kann auf Twitter, das hat Twitter komplett gekriegt. Jeder postet nur noch Brüste, jeder postet nur noch Fake-Informationen. Streamst du danach noch? Okay. Damit die irgendwelche Impressions bekommen, damit die halt Geld bekommen. Tote Scheiße, Digga. Ich stream auf gar keinen Fall danach doch. Nee. Digga, ich versuche jetzt, also wenn ich ankomme, versuche ich so schnell wie möglich meine Sachen auszupacken, dann meine Koffer zu packen und dann... Uwe, wenn du bei 7 vs. Wild wieder eingeladen wirst und bei Manhunt, wo würdest du hingehen? Wenn ich die Wahl hätte, auf jeden Fall, glaube ich, Seven is Wild. Oder ich will Seven is Wild einmal schaffen. Unbedingt. Aber das ist eh nicht parallel, also juckt. Twitter 90% Bots und Fake AI Dumbes. Ja, Real Talk, Digga. Twitter ist wirklich tot, gebumst, Alter. Jeder macht nur noch Rage-Baits, jeder hatet jeden, weil das halt irgendwelche Impressions bringt, wo die halt Cash damit verdienen. So eine Dreckskacke, Digga. Ich bin so ein kranker Twitter-Hater geworden mittlerweile. Frau Meier oder Vivi? Schwierig. Vivi.